Wir haben nicht ein Findel, wir haben zwei Findel. Wir haben einen Flughafen, wo der Passagierflughafen ist, aber einen Flughafen, wo der Frachtflughafen ist. Was der Passagierflughafen angeht, hat der Busti Graslo gerade andrucksvoll und mit Recht darauf hingewiesen, wie wichtig die Qualität davon ist. Wir können nicht als Land verkaufen am Ausland, wenn wir nicht die Leute ja hinkommen, entsprechend empfangen. Da ist vieles viel besser gehen, das ist ganz gut. Es bleibt auch noch Spielraum für Verbesserungen, zum Beispiel, wenn nicht mehr spät wie gestern von einem gewissen Herr Welter Leserbrief an der Zeitung über die Absence von einem Transfer-Counter, an der Sicherheitsbarriere, das heißt, wenn einem sei wohl annulliert wird, nachdem die Sicherheit passiert wird, dass man dann nicht kann, da umbuchen, muss raus, für du nicht ran. Auch Gepäck, ich meine, da sind alle gute geplot, Gepäckabfertigung zu Lützeburg gehört wahrscheinlich zu den Lösten. Auf der ganzen Welt, da kann bestimmt noch vieles besser mehr. Bei der Fracht per Konter, da sind wir an einem anderen Dilemma. Da sind wir an dem Dilemma von der Logistik, auf den den Gast Schiberien schon mal recht hingewiesen hat, wie man einmal über das Logistikzentrum Beeteburg geschwert hat. Ja, das ist der 5. größte Frachtflughafen von Europa. Das ist wahrscheinlich den ähnlichen Frachtflughafen, den so nah bei enger Stadt. Also ich komme nur noch, ob nur wollen, an Lärmbelästigung für 18.000 Städter Leute zurück. Wir hatten Arriveen 2013 von 318.000 Kilo, 2015 waren das schon 427.000. Wir sehen also eine Progression an der Fracht von 25% ab einem 2 Jahren. Das ist eine Entwicklung, die muss man am Erbe halten. Bei den Deparen ist es noch schlimmer, du hast Druckgang von 5.000 ab 83.000 binnen 2 Jahren. Cargolux ist selbstverständliche Florent von unserer Ökonomie. Mit Cargolux hat man ganz viele Probleme zu kämpfen. Und das größte Problem, mit dem Cargolux zu kämpfen hat, das Konkurrenz, und notamment Konkurrenz von Quater. Quater, muss ich wissen, kriegt den Benzin subventioniert. Der Benzin ist aber an der Fracht 50% von den Kosten. Cargolux-Piloten sollen an sogar mehr geben, gratis schaffen. Könnte man Quater nicht konkurrenzieren. Und da frage ich mich, wo bleibt dort die EU? Das ist so eine Situation antikonkurrenziell, wie es am Buch steht. Nicht mehr spät wie gestern, wir haben einen Text geholt über europäisches Konkurrenzrecht. Wo ist das europäische Konkurrenzrecht von ausländischen Betreibern hier in Europa so subventioniert schaffen und damit als Firmen unter Rand vom Ruin bringen? Per contre hat die EU als ganz viel Scherereien beschert. Und auch da muss ich dem Herr Wilmes recht geben, der zu leviert hat, schwenkt macht sein nächster Satz. Das größte Problem vom Findel ist die EU. Für was gehen wir gezwungen? Weil wir auf 3 Millionen Passagiere gehen, dass man nicht mehr der für 25% subventionieren, wenn wir auf 4 Millionen kommen, nicht mehr der für subventionieren. Wir werden mal d'accord, was für Lützeburger Beamte werden zu Brüssel machen d'accord, was für ein Lützeburger Politiker werden zu Brüssel machen d'accord. Dasselbe gilt für die Landerechte. Für die Redevancen, die bezahlt, für den richtigen Term zu benutzen. Früher hat dann auch einen fixen Betrag gefragt, das gilt als verboten durch ein EU-Reglement. Wir werden damit d'accord. Der Minister hat aber eine Question parlamentär von Fernand Carter geantwortet, wir müssen kostendeckend fakturieren. Aber auch nicht mehr kostendeckend, nicht über die Kosten weg. Das heißt, wir können nicht über die Kosten regeln, wie nie fliegt, wie nie ein Slot hat, je nachdem, was für ein Dezibel die Maschine hat, oder je nachdem, was für ein Fracht transportiert wird. Das ist als durch die EU unmöglich gemacht. Wir werden machen d'accord, wir haben so etwas kautioniert, aber was für wunderbare Mittel wir das doch für den Findel zu gerieren. Allmählich hat eine erfreuliche Dynamik und der wichtige Sektor. 2012, am 13. November, haben wir hier über den Carmedi diskutiert. Damals sollte Eugène Berger, und ich muss ihm ausnahmsweise ein Recht geben, es müsste mehr intensiv über die Lärmbelästigung am Alter schwätzen, ein Plo, die laut Experten immer mehr zu Belastung und Krankheiten bei den Menschen führt. Heute sitzt sein Parteikollege Gusti Gras, wir sind für den Status quo. Demals sollte Roger Negri, und ich muss ihm recht geben, nicht ausnahmsweise wie so oft, das schwer auf der einen Seite eine Reduzierung von den Movimenten anzustreben, und gleichzeitig die Ökonomie, aber besonders den Sektor von der Logistik anzukurbeln. Er hat recht. Und da sind wir bei den Nutzvollen. Nutzvolle sind also große Problem. Am September des Jahres
hätte man arrivieren an der Nucht, der technischen 23 Uhr a 7 Uhr Moes vun Passagier 450 an de Paare vun 353 Fliegeren. Fret arrivé 57 de Per 90. Zum Beispiel am November letztes Jahr hatte man no 24 Uhr 11 de Paare an all Weiterstand um 1 Uhr, um 2 Uhr, um 3 Uhr, um 4 Uhr nur 2, 3 oder 4 Fliegere. Das ist absolut inakzeptabel und da muss man 4 gehen. Wie geht denn da gehen 4 bei Redundanzen, darf man dank der EU nicht mehr machen. Wir könnten aber Dezibelgrenzen abfeiern für das wenigstens nicht mehr modernste Maschinen. Nur starten oder landen. Und da könnte man als Startpiste virtuell von 4 auf 3 Kilometer kürzen. Der Tisch begift so an der Nucht muss der Flieger viel mehr schnell an der Luft sein. Das gibt zwar zu leicht mehr Lärmbelästigung findet selber feiern, wäre aber über der Stadt mehr heiß und wir Männer Lärmbelästigung führt leid. Ich meine, dass das ein Gedanken wert wird. Dann zur Auslagerung, die ganze Diskussion Lux Airport, Anna, ich meine, du mir als der, das könnt ihr bei diesem Website noch lesen, eine ganz klipp-a-klare Position. Mir sie gehen all weiter Abgabe. Sie wird von Souveränitätsrechten gegen all weiter Auslagerung von was für einen Aufgaben auch immer von staatlichen Administrationen und Privatfirmen, was der Luftraum angeht. Und ich bin froh, wenn ich den Kollege Negri von der LSAP richtig verstanden habe, dass die Partei auch der dort der Meinung ist, sodass man da ja dann an eine richtige Richtung gibt. Dann nach 2 kleinen Nievere machen, Sportsfliegerei, ich meine, ihr wisst, dass man Herz leidet, sie schon mehr oft dazu interveniert. Für die muss gesucht sein, das ist ganz, ganz wichtig. Sämtliche Freizeitaktivitäten am Land sollten gleichmäßig vom Staat unterstützt gehen, und dazu gehört selbstverständlich auch Sportsfliegerei. Eng sagt die man finden hun, wo man halt so ein Spezialgesetz gemacht werden, Freeport, den auch Schwierigkeiten sticht auch Schwierigkeiten, wenn es Reputationsprobleme von seinem Proprietär, mit das in sich gut an ein wichtiges Element für als Land. Und da wollte ich einfach vorstellen, dass der richtige Minister sitzt bei Lohnetei, mit dann den Regierung vertritt, ob nicht auch dort Meinung vertrödet, dass ein gut Idee sind, dass der Staat gibt die Infrastruktur überholen, sowieso als Dwando das wichtigste Glied an dem Freeport für alles sicherzustellen. Ganz bestimmt hätte man als AAA-Land eine Reputation für den Freeport zu feiern. Den innerirdischen Bahnhof, die innerirdische Gär, von der schon gesperrt gehen hast, da war ja im Moment die Idee von dem Datacenter, da haben wir auch an der Partei darüber diskutiert, da haben wir die große Chance, da ist ein neuer Präsident von der ADR-Zentrum, der früheren Armeechef was, den Mario Daubenfeld, an den hat man recht darauf hingewiesen, dass das ein strategisch riesiger Fehler ist, für strategische Ziele so no bei ihnen zu lehnen. Es soll niemals ein Risiko von einem Attentat verdurbeln, dadurch, dass nie auf einem Flughafen, der kann Ziel von so etwas sein, auch noch ein wichtiges Datacenter hat, den das keinen Sinn, das ist also keine gute Idee, dort am plus, wo es andere Datenzentren gibt, wenn ich richtig informiert, dass ein Datacenter 3 von LuxConnect noch nicht voll Wendelä, das heißt, da gibt es Kapazitäten genug, aber mit der Gär, da Kinder bestimmt etwas Ernstes machen, zum Beispiel ein Gär, ich fand das eine ganz gute Idee.